Bern hat man gerade einmal entschieden, dass die öffentlichen Verkehrsbetriebe kein Bargeld annehmen müssen. Die einen sagen, halb so wild, es gibt ja noch Alternativen. Die anderen sagen, jetzt wird das Bargeld eben doch abgeschafft. Beide haben recht. Zur Hälfte, Jömel. Ciao zusammen, von unten hier. Herzlich willkommen zum heutigen Beitrag. In diesem Video schaue ich für uns an, ob eigentlich irgendjemand in der Schweiz Bargeld annehmen muss. Der öffentliche Verkehr zum Beispiel. Man würde ja meinen, der schon. Und falls nicht, kann ich dann noch Eisenbahn, Schiff oder Poschi fahren, wenn ich keine Kreditkarte habe? Und dann zum Schluss, wie gäng, meine ehrliche Meinung zum Thema. Als erstes, was haben denn die hier oben in Bern jetzt genau fertiggebracht? Eine gemerkte Zuschauerin hat mir ein bisschen aufgebracht geschrieben. Jetzt hat doch tatsächlich eine Kommission beschlossen, dass die öffentlichen Verkehrsbetriebe kein Bargeld mehr annehmen müssen. Und das nur wenige Monate nach der vergangenen Bargeldabstimmung. Ihr erinnert euch sicher, am 8. März hat eine grosse Mehrheit Ja gesagt zum Bargeld. Über 70%. Und alle Stände haben dem Gegenvorschlag vom Bundesrat zur Initiative «Bargeld ist Freiheit» zugestimmt. Die Zuschauerin schreibt weiter. Jetzt wird über unsere Köpfe weg beschlossen, dass ein sehr wichtiger Pfeiler von Freiheit und Anonymität darf weggehen. Damit trifft sie den Unmut von vielen, die sich jetzt auch denken, ich habe es ja geahnt. Ich habe für sie, für mich und für uns alle nachgeforscht, ob da etwas dran ist am Ganzen. Und tatsächlich, am 18. August 2026 hat die Wirtschaftskommission vom Nationalrat über eine parlamentarische Initiative beraten. Mit einer parlamentarischen Initiative kann ein Ratsmitglied selber einen Gesetzesentwurf vorschlagen. So muss er oder sie nicht warten, bis der Bundesrat selber etwas vorschlägt. Das Anliegen in diesem Fall ist, wer eine Dienstleistung vom Service Public anbietet, also entweder Verwaltung, öffentlicher Verkehr, öffentlich zugängliche Anlagen etc., der soll Bargeld annehmen. Eingereicht hat sie der Roland Büchel. Bevor der ganze Rat darüber diskutiert, gibt es eine Vorprüfung. Die zuständige Kommission schaut sich die Sache an und beantwortet eine einzige Frage. Braucht es überhaupt ein neues Gesetz zum entsprechenden Anliegen? Und die Kommission hat das jetzt abgelehnt. Mit 13:12 Stimmen. Und jetzt wird es interessant. Die Begründung ist nicht, Bargeld sei unwichtig, sondern erstens, eine gesetzliche Pflicht wäre, Zitat, mit hohen Kosten verbunden, zulasten der Allgemeinheit. Und zweitens, es gäbe ja schon eine Alternative, eine Karte. Und genau bei dieser Karte gibt es aber ein Problem. Das schauen wir uns später noch genauer an. Die Sache ist noch nicht gesorgt, weil als nächstes entscheidet der Nationalrat selber und der Bundesrat. Die Finanzministerin Karin Keller-Sutter hat in der Abstimmungsarena vom 27. Februar gesagt, im Service Public bestehe schon heute eine grundsätzliche Pflicht, Bargeld anzunehmen. Sie kann nur wegbedungen werden, wenn man es vorher deklariert. Die Initiative, hat sie gesagt, ändere da gar nichts dran. 5 Monate später sagt die Kommission vom Nationalrat, eine Pflicht im Service Public, Bargeld anzunehmen, wäre zu teuer. Aber dürfen die das überhaupt? Bargeldzahlungen refusieren? Mit der vergangenen Abstimmung sollte das Bargeld doch jetzt gestärkt dastehen. Dann bin ich als nächstes nachgegangen. Der Gegenvorschlag, den eine Mehrheit vom Volk und von den Ständen zugestimmt hat, hat amtlich den nüchternen Titel gehabt, Bundesbeschluss über die schweizerische Währung und die Bargeldversorgung. Die Initiative dagegen hat geheissen, Ja zu einer unabhängigen, freien Schweizer Währung mit Münzen oder Banknoten. Bargeld ist Freiheit. Der angenommene Gegenvorschlag ergänzt Artikel 99 der Bundesverfassung um 2 Absätze. Und die 2 Absätze sagen 2 Sachen. Erstens, die schweizerische Währung ist der Franken. Und zweitens, die Schweizerische Nationalbank gewährleistet die Bargeldversorgung. Das war es. Mehr steht da nicht. Und jetzt schaut euch das letzte Wort vom zweiten Satz an. Versorgung. Ich stelle mir das vor wie bei der Wasserversorgung in der Gemeinde. Die sorgt dafür, dass Wasser in den Leitungen ist.
Sie sorgt nicht dafür, dass der Wirt im Restaurant ein Glas einschenkt. Das sind zwei völlig verschiedene Sachen. Jetzt könnte man sagen, Moment, aber es gibt doch eine Annahmepflicht. Die Frau Kauer-Sutter hat das ja in der Arena selber gesagt. Und sie hat recht gehabt. Es gibt's. Sie steht im Währungs- und Zahlungsmittelgesetz, Artikel 3. Und das tönt so. Umlaufmünzen muss jede Person bis zu 100 Stück annehmen. Schweizerische Banknoten, Zitat, müssen von jeder Person unbeschränkt an die Zahlung genommen werden. Das tönt eisenhart. Jede Person unbeschränkt müssen. Aber dieser Artikel ist sogenanntes dispositives Recht. Das heisst, er gilt nur so lange, wie die beiden Parteien nichts anderes abgemacht haben. Ein Schild an der Kasse, nur eine bargeldlose Zahlung und die Pflicht ist weg. Da habe ich mich natürlich gefragt, und wenn einer gar nichts anschreibt und an der Kasse trotzdem kein Bargeld annimmt, dann verstösst der ja gegen diesen Artikel. Der Zürcher Anwalt Martin Steiger hat genau das schon im 2020 aufgeschrieben. Artikel 3 sei eine blosse Ordnungsvorschrift. Die verweigerte Annahme könne nicht bestraft werden. Sein Fazit: Im Ergebnis steht es den Läden frei, kein Bargeld mehr anzunehmen. Eine Pflicht ohne Folgen, wenn man sie bricht. Ja, das ist etwa so verbindlich wie ein Vorsatz zum Neujahr. Aber jetzt kommt der Punkt, den ich zweimal lesen musste. Weil für ein Service Public gilt eben doch nicht das Gleiche wie für einen Stand am Weihnachtsmarkt. Das hat der Bundesrat in einem Bericht an das Parlament vor gleich 4 Jahren selber aufgeschrieben. Zitat: Die dispositive Natur der Annahmepflicht gilt grundsätzlich auch bei der Wahrnehmung von öffentlichen Aufgaben. Also ja, auch ein Verkehrsbetrieb darf Bargeldannahmen refusieren. Aber dann schiebt der Bundesrat nach. Wer öffentliche Aufgaben wahrnimmt und somit staatliche Leistungen erbringt, ist aber zusätzlich an das Grundrecht gebunden. Und ganz konkret zum Bargeld. Der Verzicht darauf darf, und ich zitiere, bei der Wahrnehmung von öffentlichen Aufgaben nicht dazu führen, dass eine Bevölkerungsgruppe direkt oder indirekt diskriminiert wird, indem der Zugang zu den entsprechenden Gütern oder Dienstleistungen unzulässig erschwert oder gar verunmöglicht wird. Also, der Privatladen hängt sein Schild her und die Sache ist gesorgt. Ein Unternehmen vom Service Public darf das auch. Aber nur so weit, wie es niemandem den Zugang unzulässig erschwert oder ganz verunmöglicht. Es gibt also, die Einschränkung. Sie steht seit 4 Jahren in einem Bericht vom Bundesrat. Ich weiss, es war jetzt gerade ein bisschen ein Maulfall, aber hier kurz der Hinweis. Wer das alles nochmal in Ruhe nachlesen will, findet meine gesamte Recherche mit den Links zu den Quellen auf meiner Webseite. Zusammengefasst könnte man sagen, Bargeld muss niemand akzeptieren. Einzig beim Service Public gibt es theoretisch eine Grenze, die aber ziemlich geschlifferig definiert ist. Aber es gibt sie noch. Eine kleine Truppe, die weiterkämpft und die löcherige Bargeldannahmepflicht gegen den Trend wieder verbindlich machen will. Das geht als nächstes. Die Freiheitliche Bewegung Schweiz hat es 2-mal probiert. Ihre Initiative «Wer mit Bargeld bezahlen will, muss mit Bargeld bezahlen können», hat genau das wollen, worum es heute geht, dass man im öffentlichen Verkehr und im Laden bar zahlen kann. Sie ist aber im 2022 abgeschifft, weil die 100'000 benötigten Unterschriften nicht zusammengekommen sind. Und ihre zweite Initiative «Bargeld ist Freiheit» hat im vergangenen März an der Urne verloren. Und trotzdem gibt es Leute, die weiter für das Bargeld kämpfen. Zum Beispiel der Nationalrat Roland Büchel, SVP St. Gallen. 3 Wochen nach der verlorenen Abstimmung hat er jetzt eine parlamentarische Initiative eingereicht. Der Büchel ist jetzt aber nicht der Einzige. Ausserhalb des Bundeshauses kämpfen auch noch andere weiter. Jeder aus einem anderen Anlass, jeder mit einer anderen Begründung. Zum Beispiel haben die Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz die BLS öffentlich kritisiert, wo die haben angekündigt, das Bargeld an ihren Automaten abzuschaffen. Mit dem Argument, wer im Bus nicht mehr bar zahlen kann, steige am Schluss am Ende wieder ins Auto. Auch die Stiftung für Konsumentenschutz hat gewarnt, wo die Postauto und BLS bekannt gegeben haben, ihre Billetautomaten und Fahrzeuge ganz auf bargeldlos umzustellen. Die Geschäftsleiterin Sarah Stalder sagt, je weniger Möglichkeiten es gibt, Bargeld zu brauchen, desto mehr verschwindet das Bargeld.
Das ist eine besorgniserregende Tatsache. Und die Berta Caminada, eine Rentnerin aus Graubünden, hat gar nicht erst auf eine Organisation gewartet. Sie hat im Poschi nicht mehr bar zahlen, hat darum eine Petition gestartet und hat innerhalb ein paar Tagen über 8000 Unterschriften zusammen gehabt. Politisch haben diese Leute fast nichts gemeinsam. Was sie verbindet, ist einzig der Kummer, was ist mit denen, die mit Bargeld zahlen wollen. Warum wollen denn jetzt ausgerechnet Verkehrsbetriebe das Bargeld überhaupt loswerden? Das als nächstes. Die Verkehrsbetriebe sagen alle das Gleiche. Es geht um die Kosten. Bargeld muss kassiert, gezählt, transportiert und abgesichert werden. Und wenn der Chauffeur an der Haltestelle noch Krückenmünze rausgeben muss, stehe der Bus länger. Und das alles für einen Anteil, der immer kleiner wird. Der Christian Plüss, der Chef von Postauto, sagt, Bargeld macht noch 3% der jährlichen Billeteinnahmen aus. Und für die 3% läuft der ganze Apparat weiter. Während meiner Recherche habe ich gelernt, dass die ÖV-Branche insgesamt eine gemeinsame Strategie beschlossen hat. Die heisst Strategie 2035 und ausgearbeitet ist sie von der Allianz Swisspass geworden. In der Strategie steht, was das eigentliche Ziel ist, bis 2035 einen völlig digitalen Vertrieb anzustreben. Vertrieb ist das Branchenwort dafür, wie wir zu einem Billet kommen. Am Automat, am Schalter, beim Chauffeur, in der App. Völlig digital heisst also, all diese Wege sollen digital werden. Jetzt verstehen wir auch, warum das Ganze überall gleichzeitig passiert. Postauto bis 2035, die BLS ab 2036. Dazu die Automaten in den Bus, die vorher der Chauffeur verkauft hat. Bis dann sind es aber noch 9 Jahre. 9 Jahre, wo eine Zahlungsmöglichkeit nach der anderen weggeht. Für die Leute, die bar zahlen wollen, sieht die Branche 2 Wege vor. Der bediente Schalter, der geht es weiterhin. Und eine Karte, die anonym bleibt, unpersonalisiert, ohne Registrierung, gäng wieder aufladbar. Was bis 2035 aus diesen beiden Wegen wird, steht in der Strategie leider nicht. Dort steht nur das Ziel. Als letztes habe ich mir noch die anonyme Karte ein bisschen genauer angeschaut. Die ÖV-Prepaid-Karte gibt es seit dem 2. Dezember 2025. Und zwar nicht als Versuch in ein paar Gemeinden, sondern an praktisch allen bedienten Verkaufsstellen der Schweizer Transportunternehmen. Die Karte selber kostet nichts, ist unpersonalisiert und anonym. 10 Franken muss man beim Kauf mindestens draufladen. Die Höchstgrenze ist 3000. Und man kann sie wieder aufladen. Das Guthaben vergeht automatisch nach 5 Jahren nach der letzten Nutzung. Zurück zum Anfang des Videos. Eines der Argumente der Wirtschaftskommission vom Nationalrat, wieso es keine Bargeldannahmepflicht im öffentlichen Verkehr brauche, war ja, weil es die Karte gäbe. Jetzt bleibt natürlich die Frage, ja, kann man denn die Karte überhaupt mit Bargeld aufladen? Weil eine Karte, die das Bargeld ersetzen soll, die man aber dann nicht mit Bargeld laden kann, wäre ja keine Lösung. Die Antwort habe ich bei der SBB gefunden. Ja, man könne sie mit allen Zahlungsmitteln laden, die das Transportunternehmen akzeptiert. Mit Bargeld nur an den bedienten Verkaufsstellen. Aber der Schalter ist genau der Ort, wo die SBB seit Jahren reduziert. Wer im ÖV also in Zukunft bar zahlen will, muss zuerst dort her, wo noch jemand hinter einem Schalter steht. Zu fixen Öffnungszeiten. Am Sonntagabend, in einem kleineren Bahnhof, wird das auch schwierig. Interessant finde ich noch, dass die Herausgeber der Karte, die Allianz Swisspass, ist genau die Organisation, die die Strategie hat, bis 2035 einen völlig digitalen Vertrieb zu haben. Die indirekte Kartenlösung für die Leute, die noch bar zahlen wollen, kommt also von der gleichen Adresse wie der Plan, alles zu digitalisieren. Das muss nicht unbedingt ein Widerspruch sein. Es kann heissen, dass die Branche das Problem erkannt hat und darum eine Lösung anbietet. Aber die Karte ist ein freiwilliges Angebot. Kein Gesetz, keine Pflicht, kein Auftrag. Wer sie rausgibt, kann sie auch wieder einstellen. Und ob sie über 2035 ausgedenkt ist, als dauerhafte Lösung oder als Brücke bis dann, das habe ich so in der Strategie nicht gefunden. Und dann kommen wir, wie gäng am Schluss,
noch zu meiner persönlichen Meinung zum Thema. Das Erstaunliche für mich nach dieser Recherche ist, es hat gar nie eine durchsetzbare Pflicht gegeben, Bargeld anzunehmen. Und der Gegenvorschlag, der im März über 70% zugestimmt haben, sichert nur die Versorgung, nicht die Annahme. Wenn jetzt die Mehrheit der Wirtschaftskommission eine parlamentarische Initiative ablehnt, die eine Bargeldannahmepflicht für ein Service Public fordert, dann stört mich vor allem die Begründung. Es gäbe ja eine Lösung. Und ja, indirekt gibt es sie mit dieser Prepaid-Karte. Nur mit Bargeld aufladen kann man sie an einem einzigen Ort, am bedienten Schalter. Und etwas anderes finde ich anrüchelig. Der Bundesrat hat vor 4 Jahren selber festgehalten, wo für ein Service Public die Grenze ist. Der Verzicht auf Bargeld darf keine Bevölkerungsgruppe vom Zugang ausschließen. Was in der Kommission ist besprochen wurde, weiss ich nicht. Solche Sitzungen sind vertraulich. Aber die Begründung, mit der die Kommission ihr Nein erklärt hat, trägt dem keine Rechnung. Mit keinem Wort. Bleibt am Schluss die Frage, was hier eigentlich passiert ist. Für mich sieht es so aus. Ein Kummer in der Bevölkerung wird ernst genommen. Dann bekommt man eine Verfassungsänderung, die nichts ändert, und eine Karte, die niemand anbieten muss. Auf dem Papier ist damit alles geregelt. Aber in der Wirklichkeit ist gar nichts geregelt. Das Bargeld im öffentlichen Verkehr ist nicht abgeschafft worden. Das Problem ist nur, niemand garantiert, dass es so bleibt. Aber Verkehrspolitik und Währungsrecht habe ich ja nicht studiert als Badmeister. Dafür habe ich gelernt, auch zwischen den Schwimmern genauer herzuschauen. Soweit die Erkenntnis aus meiner Recherche, Stand heute. Aber ich zähle wie immer auf euch. Sollte mir trotzdem etwas entgangen sein, werden das gemerkte Zuschauer sicher noch ergänzen. Zusammen kommen wir so einem vollständigen Bild näher. Ich freue mich auf eure Kommentare. Et voilà! Dann würde ich sagen, das war es wieder mal für heute. Noch kurz in eigener Sache. Vogunten hat keine Sponsoren oder Einnahmen aus Gebühren. Ich habe nur euch. Wenn euch gefällt, was ich hier mache, dann findet ihr die Spendeninfos auf meiner Webseite. Ganz herzlichen Dank an alle meine Unterstützer. Ja gut, merci fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei. Ich freue mich. Tschüss!